Willkommen zur dritten Folge hier bei RetroCache Mario Kart 64 sinnlose Let's Plays und ich bin euch da ja noch 2 Cups schuldig auf dem 150er. Und wir probieren das Ganze jetzt mal mit dem Luigi, weil und die dritte und mit dem dritten Cup, weil mit dem Todd und mit dem Yoshi sind wir ja schon einmal gefahren, Entschuldigung, das Ganze beendet. Powerstart oder Schnellstart haben wir verpasst. Wie üblich. Und ich muss zuerst wieder in die Steuerung reinkommen. Die letzte Aufnahme ist schon eine Weile her. Und da fahren wir natürlich an den Fragezeichen vorbei. Super, oder? Da eins mitnehmen? Nein. Fahren wir auch vorbei. Da ist die Bahn ist eher ein bisschen langweilig, finde ich jetzt. Heisst da Wario Arena, Wario Park, der gefällt mir jetzt ganz ehrlich, ich bin gar nicht so Fan von dieser Strecke. Aber es hat noch ein paar coole Strecken. Also es hat sicher noch eine coole Strecke, die kommt, die eine Neuauflage bekommen hat auf dem Mario Kart 8. Mario Kart 8 Deluxe natürlich auf der Switch und auf der Wii U ist ja plus minus identische Mario Kart, abgesehen, dass man für Battles wieder eigene Arenen bekommen hat, also Battle Arenen bekommen hat auf der Switch, so wie man es auf dem Mario Kart 64 auch schon kennt hat. Am Bruder lass mich vorbei, Mario ist nicht lieb mit seinem Bruder, leitet sogar noch extra Bananen vor den Wagen. Tja. Das ist Bruderliebe im Mario Kart. Und der Yoshi schnappt uns natürlich das Fragezeichen weg. Der hure Dino, der. Ist ein Dino oder ist der Schildkröte? Ja, ich glaube, da scheiden sich die Geister. Wird auch viel diskutiert darüber unter den Yoshi-Fans. Ich glaube, wahrscheinlich sind sich die Yoshi-Fans einig, aber der Rest der Welt nicht. Wahrscheinlich wird es eher so ausgesehen, ich weiss es jetzt nicht genau, haben wir jetzt nicht wirklich schlau gemacht. Wäre aber noch etwas zum man noch ein bisschen recherchieren im Netz. Wenn man ehrlich sieht. Nicht getroffen. Dafür hätten wir uns fast selber mitgenommen. Und beim ersten Rennen wollen wir ja wenigstens noch nicht schauen, wie es von den Punkten her aussieht, oder wer man darf dort vorbeischauen oder nicht, darf dort vorbeischauen oder nicht wegen den Punkten. Weil wir starten alle bei 0. Und wir wären in der letzten Runde. Hätten einen schönen Vorsprung, aber der ist relativ schnell wieder weg. Hebt sich zwar im Moment gar noch relativ, die Frage ist wie lang.
man soll den Tag nicht vor dem Abend loben oder so. Aber es sieht doch ziemlich schön aus im Moment. Der Yoshi ist der uns am nächsten auf der Ferse ist. Hoffen wir, dass keiner von den hinteren noch eine Nigeli-Bombe führen lässt. Das wäre nicht so schön. Dann hätten wir wenigstens das erste Rennen einmal in der Tasche. Und sicher mal 3 Punkte Vorsprung auf den Zweitklassierten für die nächste Strecke. Also Yoshi und Mario. Dort ist der letzte geworden. Dann gehen wir da ins Sabeland. Diese Welt mit den super netten, lieben Pinguinen, die ich mega liebe. Und natürlich im Wasser, wo, wenn man reinkommt, man als Eisblock wieder rauskommt. Das wird uns wahrscheinlich auch passieren. Weil ich mag die Strecke. Das ist jetzt eine von meinen Hassstrecken, wenn ich ehrlich bin. Der Mario und der Yoshi sind natürlich genau wieder unsere ärgsten Konkurrenten da vorne im Moment. Ja, und ich sag's ja, ich hasse Pinguine. Also nein, ich finde Pinguine sonst herzige Tierli, aber auf dieser Strecke sind sowas von überflüssig. Nächstes haben wir einen Stern ist immer gut. Jetzt hätten wir wenigstens unseren Pinguin, den wir mitgenommen hätten, wieder gut gemacht. Und dann fahren wir einfach in den nächsten rein. Und dann noch in die eigene Banane. Ja, da knapp vor der letzten Runde. Ja. Die ersten zwei werden wir nicht mehr holen. Größter Wahrscheinlichkeit. Ah, wohl! Dann haben wir Schwein gehabt. Dann fährt er nachher gerade wieder in den hohen Pinguin rein. Ja, der Luigi und Pinguin muss eine Love Story sein. Für mich sicher nicht, nein. Mario. Ja, das wäre schon mal gut. Wir hätten zumindest mal ein schönes Polster von 9 Punkten auf die zweitletzte Strecke. Und die ist, wenn es mich nicht irrt, Peach Royal Railway. Ja, gut, okay. Das ist auf jeden Fall die Strecke, wo wir bringen die hohen Starts wieder mal an. Das ist zumindest die Strecke, wo das Schloss auch drauf ist, wo man die Siegerehrung stattfindet, also das Schloss von Super Mario 64. Wo man dann sieht, sobald wir über die Schanzen ausgefahren sind, über die grosse, wo wir jetzt gerade unten durch sind.
auf der rechten Seite hinten. Sieht man es ein bisschen, wir könnten auch hinterher fahren, aber ich möchte jetzt meine Positionierung hier nicht gefördert und gehen wir nicht hinterher. Jetzt hoffen wir einfach, dass wir das ziemlich souverän werden heimbringen. Ich weiss im Moment gar nicht so viel am Reden, weil ehrlich gesagt auch nicht weiss, über was ich soll reden. Aber es sieht doch gut aus. Bis jetzt. Aber wir haben natürlich noch mal eine Runde. Ist mir auch klar. Jetzt sind wir auch mal so lieb mit unserem Bruder. Viel lieb, wenn er mit uns war. Yoshi sind wir gerade auch noch lieb. Ich würde eigentlich noch ein mal lieb sein mit ihm, weil der hat wenigstens die gleiche Farbe, oder wenigstens auch grün. Das ist jetzt so die Überlegung, die man macht. Ich hätte eigentlich, meine Lieblingsfarbe wäre eigentlich blau. Plus, minus. Ich will mit einem blauen Fahrer oder Mario Kart auf die 64er. Zumindest hat man jetzt gar keinen Sinn. Wir können im letzten Rennen noch schauen, ob es einen blauen rum hat. Wenn es einen blauen rum hat, dann nehmen wir natürlich das. Ja, und die müssen uns natürlich eine Banane vorne anlegen, damit wir sicher neben die Türen jucken. Danke. Sind eher alle lieb. So viel zu schön, wir haben unsere 9 Punkte Vorsprung. Jetzt sind wir noch 1 Punkt Vorsprung. Weil wir es versaut haben auf der Schanze. Da ist bitter, da ist bitter. Aber mit so Enttäuschungen muss man leben. Jetzt sollten wir einfach mindestens als erstes das Ziel kommen, oder sonst zumindest vor Mario. Wäre so das Ziel. In Bowser's Castle. Und die Strecke, die mag ich eigentlich auch nicht so wirklich, weil sie einfach gefühlsmäßig einfach schnell ist. Das Gefühl, die Strecke ist gefühlsmäßig schneller als alle anderen Strecken. Und jetzt sind auch noch die geilen Blöcke da unterwegs, wo alle 3 gefahren sind jetzt. Und ich fahre wieder in meine eigene Banane rein. Wir sind letzt. Wenigstens ist der Mario auch da hinten. Der einzige Trost, den ich habe. Die Hängebrücke ist auch cool da. Jetzt sind wir auf einmal weit vorne. Keine Ahnung wieso. Ich habe mich jetzt aufs Fahren konzentriert. Jetzt sind wir geweckt, dass ich vorne bin. Ich denke, ich bin aber 3. oder 4. immer noch. Ein neues Detail dort ja zumindest ziemlich gut gelungen sind. Da sind wir jetzt auch mehr Glück als Verstand schön durchgekommen. Und da fahren wir in Banane und in Lava. Gut. So viel zu
Wenn man da einmal Pech hat, fährt einmal kommt einmal noch ein und fährt die eine und schiebt dann gerne nochmal in die Lava runter. So wie es jetzt der Peach gegangen ist. Halt deine Banane am Arsch. Danke. Bitte. Wir haben noch eine Runde. Der Mario ist zweit. Der Mario darf nicht da vorne sein. Wenn wir vor Mario ins Ziel kommen, mit dem Mario noch holen. Wird schwer, aber... Nein, nicht so. Mario. Nein, nicht so. Gut, wir tun es hier auf den Retry aus. Also wir fahren die Strecke nochmal. Ich werde schauen, dass ich nicht unter den ersten 4 ins Ziel komme. Dann können wir das Ganze nochmal fahren, weil da geht jetzt doch gar nicht. Also. Wäre schwer geworden, um überhaupt noch Vierter zu werden, darum müssen wir jetzt nochmal wiederholen. Und der Mario wäre sogar noch Erster geworden. Also ganz ein schlechter Versuch. Tja. Retry. Retry. Das mal geben wir uns ein bisschen mehr Mühe. Mario noch geholfen, dass er schön durchgekommen ist. Er ist frustrierend heute. Es ist frustrierend. Wenn du so startest in der ersten Runde, dann weiß ich nicht, ob es noch besser werden. Ja, also, fickt euch doch. Mario ist immer noch zuvorderst. Der Pisser der. Und wir fahren den fertigen Schrott zusammen da. Also. Ja, also da ist jetzt wirklich nicht mehr fair, oder? Das alles in der letzten Runde, oder?
Mario hockt zuvorderst. Der fährt jetzt gerade durchs Ziel. Na gut, dann machen wir halt nochmal. Also 3 Versuche hätte ich jetzt nicht gedacht, dass 3 Versuche braucht, aber da ist jetzt wirklich ein Fick gewesen, wie sie ihn angeben. In der letzten Runde. Mamma mia! So, alle guten Dinge sind 3. Ich bin jetzt gerade ein bisschen deprimiert, dass es so gerade so überhaupt nicht läuft. Also wie ich das Ganze so gut angefangen habe und man will dann nicht wissen, wie es uns bei der letzten Strecke wird da gehen, wenn es da schon so läuft. Mehr Mühe geben, dann sollte das klappen. Jetzt sind wir gerade noch unter dem Platz durchgekommen. Bis jetzt sieht es gut aus, aber da ist erst die zweite Runde. Ich erinnere mich an die letzte Runde im letzten Versuch. Da haben sie uns so etwas vergevogelt. No. Nein, nicht, eben genau, nicht du. Alle können kommen, aber nicht du, Mario. Nein! Bitte nicht! Bitte, bitte, bitte! Ah, danke! Wenigstens einmal bist du jetzt heute lieb gewesen. Auch wenn es jetzt der dritte Versuch war, hat zuerst nicht überlegt, ob ich das rausschneiden oder nicht, aber ich glaube, ich lasse es jetzt einfach rein, weil das Mario Kart kann einfach brutal sein. Aber so hätten wir sogar noch einen Vorsprung gehabt. Aber ja, wenn er vor uns gewesen wäre, dann hätten wir natürlich keinen Punkt Vorsprung mehr gehabt, wären wir hinten an gewesen. So einfach läuft es, so einfach wäre es gewesen und dann tue mich da mit der Siegerehrung natürlich wieder verabschieden und wäre natürlich froh, wenn ihr in der letzten Folge dann auch noch wieder mit dabei sind und ja, lasst euch überraschen, was dann nachdem als nächstes kommt. Weil ich bin jetzt ganz ehrlich, ich weiß es selber noch nicht. Ich habe zwar so ein paar Sachen im Kopf, aber ich habe immer so ein paar Sachen im Kopf und meistens sind dann die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, nicht die Sachen, die ich dann auch umsetze, sondern meistens kommt dann irgendetwas anderes, weil ich gerade auf etwas anderes Lust habe, aber wie gesagt, ich mache das Ganze als Hobby und
darum denke ich, ist es auch richtig so und soll auch so sein, dass ich das spiele, wo ich gerade Bock drauf habe. Also, vielen Dank und man hört sich. I'm Luigi, number one.